Einfach super, dass du da bist. Ja, wir freuen uns, dass ihr das Feiern mit den Kleinen auf diesem besonderen Weg mit uns feiert. So können wir gleich miteinander verbunden sein, können zusammen eine spannende Geschichte hören, singen und beten und wir können euch sogar noch eine Bastelidee mit auf den Weg geben. Heute wollen wir die Geschichte von 2 Männern hören, die beide ein Haus bauen wollen. Sie sind das aber ganz unterschiedlich angegangen. Aber hört doch gerade selber, wie Ursi erzählt. Da sieht man einen Mann. Er sucht einen Platz, wo er sein Haus bauen kann. Er klettert auf einen grossen, grauen Felsen. Ja, das ist ein guter Platz, um ein Haus zu bauen, denkt er. Der Mann fängt an, sein Haus zu bauen. Das ist aber ziemlich anstrengend. Er ächzt und stöhnt und er schwitzt. Er krampft und keucht und schnauft jeden Tag, bis das Haus endlich fertig ist. Gerade noch rechtzeitig, sagt er. Es sieht nämlich nach Regen aus. Jetzt regnet es schon in Strömen. Die Blitze zucken, der Donner grollt und das Wasser, das steigt und platscht gegen Felsen. Aber sein Haus, das bleibt fest stehen. Der Mann war gescheit. Er hat sein Haus auf einen Fels gebaut. Und der Fels ist stärker als das Wasser. Und da sieht man einen anderen Mann. Er will ein Haus haben. Ich will es jetzt haben. Und zwar sofort. Der Platz da ist gut genug, meint er. Er baut sein Haus auf den Sand. Es braucht nicht so lange zu heben, denkt er. Ganz schnell baut er sein Haus zusammen. Ob das echt gut kommt? Jetzt ist sein Haus fertig. Er geht rein und macht die Tür zu. Aber, oh weh, schon ein Regentropfen fällt ihm auf die Nase. Jetzt tropft es schon fester durchs Dach. Das Dach ist nicht dicht. Es regnet in Strömen. Die Blitze zucken, der Donner grollt. Und das Wasser kommt von allen Seiten in sein Haus und steigt höher und höher. Bald steht ihm das Wasser schon bis an die Knie. Der Sand ist weggespült. Das Haus fällt zusammen. Es war keine gute Idee, das Haus auf Sand zu bauen. Jesus sagt, ich bin wie der Felsen vom gescheiten Mann. Wenn ein Sturm kommt, bleibe ich da. Auf mich kann man bauen. Wer bei mir wohnt, ist sicher. Als Jesus die Geschichte erzählt hat, hat er nicht eine Anleitung für ein stabiles Haus gegeben. Er hat unser Leben mit dem Haus verglichen und hat gesagt, es ist wichtig, dass wir es auf eine gute Grundlage bauen. Auf etwas, das uns Halt gibt, das verhebt, auch wenn es um uns herum mal stürmt. Zurzeit ist so ziemlich alles anders. Kein Kinski, keine Schule. Die Mami und der Papi arbeiten vielleicht anders oder gar nicht. Wir können nichts abmachen, können nicht turnen oder ins Singen. Das ist komisch und das kann auch Angst machen. Besonders in solchen Situationen merken wir aber auch, was uns Halt und Sicherheit gibt in unserem Leben. Was eine sichere Grundlage ist für unser Lebenshaus, wie der Fels aus der Geschichte. Mir gibt es Halt zu wissen, dass Gott auch in solchen Zeiten, wo es um mich stürmt, bei mir ist und mir Sicherheit gibt wie einen stabilen Fels. So wie es auch in der Bibel steht.
Mein Fels und meine Burg bist du. Treu bist du und verlässlich. Ich wünsche euch, dass ihr den Halt dürft spüren, besonders auch jetzt in dieser Zeit. Wir haben euch auch ein Paltis vorbereitet, damit ihr nicht vergesst, dass Jesus euer Halt und euer Fels ist. Ihr findet die Bastelanleitung für das Paltis auf unserer Homepage der reformierten Kirchgemeinde Zofingen. Zum Schluss möchte ich noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du in Zeiten, wo es schwierig ist, unser Halt bist. Du bist der uns nie allein lässt. Und für dich ist nichts unmöglich. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Und wir bitten, dass wir immer wieder erleben dürfen, dass du unser Fels bist. Amen.